an die Wäschleine. An den Ohren hängen sie mir auf, mit Klemmerli. Autsch, das tut immer so weh, klönt der Max. Zappeln und Strampeln hat nie genützt. Alle meine Freunde haben mich waschen. Wasser, Seife, Schruppen, Wasser. Und dann drücken an den Armen und drücken an den Beinen und an meinen armen, schönen Öhrli. Und immer nach dem Baden hänge ich dann an der prallen Sonne, ohne Sonnencreme und ohne Sonnenhut. Natürlich an den Ohren. Aua! Ein Freund hat mal zu mir gesagt, ich sei ein Dreckspatz und hat mich gerade eingeseift. Oder ein anderes Kind hat gesagt, ich stinke wie ein Furzlaus und ab ins Wasser haben müssen. Oder ich dufte wie ein Stinktier. Hallo? Ein Stinktier, ein Dreckspatz, ein Furzlaus. Erstens sind Spatzen doch gar nicht dreckig. Zweitens können die Läuse überhaupt nicht furzen, oder? Und drittens, hallo, ich bin ein Bär. Also die Kinder schwätzen da manchmal schon ein bisschen komisches Zeug, grummelt der Max. Okay, ab und zu schmecke ich nicht grad wie ein Blümli. Aber ich bin doch kein Stinktier und auch kein Dreckspatz und kein Furzlaus. Ich bin ein Bär und schon gar nicht eine Wasserratte. Jetzt muss der Max aber selber lachen. Mit Freude sagt er laut unter seiner flauschigen Decke: Das bisschen waschen und baden ab und zu ist ja gar nicht so schlimm gegen ein Bein ausreissen. Streckt der Kopf unter der Decke führen, sieht wieder die vielen farbigen Luftballons und in diesem Moment geht die Türen auf. Singend hüpft Lia mit ihren blonden Zöpfchen ins Zimmer. Sie lacht den Teddybär Max an, nimmt ihn in die Arme und sagt: Von heute an darfst du bei mir sein, lieber Teddybär. Ich habe dich lieb, Bär Max. Wir werden bestimmt gute Freunde. Sanft küsst Lia ihn auf die Stirn, umarmt den Max und zusammen drehen sie sich fröhlich im Kreis. Ich freue mich auch, sagt der Teddybär Max zufrieden und glücklich, und seine hellbraunen Äugli glänzen vor Freude.